Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen erlaubstren. An der Woche vom 4. bis 8. Oktober hat im Europäischen Parlament zu Brüssel sowohl Ausschusssitzungen wie Fraktionssitzungen an ein mini-plenäre Programm, den all die schaffen Responsabilitäten hun vom Morgens früh bis abends spät Trab gehalten hat. Am Wirtschafts- und Währungsausschuss haben wir einen Bericht vom Portugies 4 aufgestimmt, den eigentlich durch die Evenementen überholt ist. Es handelt sich um einen Initiativbericht, an dem Parlament der Kommission so will, was von hier als Inhalt von legislativen Propositionen erwartet, die zur Verbesserung von der Gouvernance économique von der Union, besonders an der Eurozone, beitragen sollen. Allerdings hat die Europäische Kommission eine Woche Wort von diesem Bericht an der Kommission Ökonomik und Monetär und sogar 3 Wochen von der Diskussion an der Plenär zu Straßburg Ende Oktober das Legislativpropositionen schon präsentiert. Wir stimmen also über das auf, was gar keine Valeur mehr hat. Als Bericht das Musterbeispiel von dem, was den de la Moutarde après-dîner nennt, für einen langjährigen Member von einem nationalen Parlament wie ich war 25 Jahre an der Chambre, also so eine Arbeitsweise nicht akzeptabel. Wir sind am Europäischen Parlament und da ist es praktisch unmöglich, eine Majorität zu finden, für so überflüssig und teilweise auch nach kontraproduktiv Aufsätze zu verhindern. Ich habe diesen Bericht nicht gestimmt, weil auch nach die geringen letzter Minute mündlichen Amendement abgerufen haben, für einen Punkt der Fiskalität de l'Épargne zu verlangen, den Informationsaustausch müsste nach ausgebaut gehen. Mehr am noch als Regierung halten und ein besseres System von der Quellensteuer fest. Natürlich, als die geringen Anträge geholt gehen, ob schon da direkt nicht mit dem Sujet von dem übrigens überflüssigen Rapport zu dienen hat. Dafür sind es sogenannte Initiativberichte so gefährlich. Es darf zu meiner Meinung noch überhaupt nicht gehen, weil viele Members gar nicht aufpassen, sich nicht mehr machen, wirklich zu analysieren, was alles an so Berichten zusammengeschrieben wird. Am Menge nicht für ja auch nicht wichtig, weil es ging sich schon nicht um Legislativtexte handeln. Auch wäre es politisch nicht korrekt, auf so einen Bericht zu verzichten, so gut, wenn man überholt ist, weil ja der Rapporteur dann monatelang viel Arbeit daran investiert hat. Aufgesehen davon, dass an dem Bericht Positionen vertreten gehen, die es nicht möglich machen werden, finanziell Schieflage von so vielen Members-Staaten noch die Eis an den Griff zu kriegen, lockend viel Arbeit dabei so für sicherzustellen, dass die Legislativpropositionen, die schon da sind, und zu denen wir an den nächsten Wochen als Stellung festlegen müssen, dass die nicht so abgewägt gehen, wie das schon an diesem unsehnlichen Initiativbericht proposiert ist. Ich will das, ich weiß, also, was ich euch noch gesagt habe, dass das ein bisschen Cuisine intern vom Europäischen Parlament, aber ich wollte auch mal informieren, mit welchen internen Problemen wir uns rumschlagen müssen, die als Zeitkasten an die besser, an solid legislativ Arbeit investiert geben. An dieser Woche haben wir auch viel Zeit verloren, für zu versichern, als mit dem unsehnlichen Bericht vom Frauenausschuss über die Protection de la Maternité auseinanderzusetzen. Es gibt an dem Ausschuss einfach keine Majorität für zu den Vorschlägen von der EU-Kommission, die noch 2 Jahre alt sind, eine vernünftige, realistische Position festzulegen. Wir haben
eng Direktiv aus dem Joar 92, déi e Minimum vun 14 Woche Kongé de Maternité firgesat, de Virschlag vun der EU-Kommission vun 2008 proposéiert, déi Kongé op 18 Wochen auszubauen, an dat mat enger Indemnitéit vun 100% vun dem lächten Monatsgehalt, mat eventuell engem Plafond, den d'Länner festlee kënten, den awer net méi niedrig sterft sinn wéi Krankegeld. Wir können zu Lützeburg mat liewen, weil mir hu 16 Wochen mat vollem Gehalt an nach 4 Wochen weiter mamniert, wat bedeit, dass man praktisch an 20 Wochen mat vollem Gehalt tun, weil es jo kein Frage, die net niet, wat joch net zu kontrollieren ass. Me viel Membren hu groß Probleme mat de Propositionen, die kachten natierlech Milliarden van se net viel hun an den einzelne Länder, an déi och nach a viele Länder vun de Betriebe opbrucht muss ginn, weil das net wie bei Jais ginn ganz Kächten vun der Protektion la Maternité vum Staat gedroen. Darüber raus gëtt an dem Bericht, den den 18. Oktober zu Straßburg diskutiert soll ginn, am Donnerhof gestimmt gëtt, och nach eng Kurbel voll aner Virschlei, en ranere Kongé de Paternité vun 2 Wochen fir de Pap mat vollem Lohnausgleich. 20 Wochen Kongé de Maternité gi verlangt mat vollem Lohnausgleich, anstatt die 18 die Kommission firgeschloen huet. An der Kommission asiwregen selo die Lützeburgsch Kommissarin Vivian Reding fir dëssen Dossier zoustännech fir ei seg Menung machen ze kënnen iwwer de Kächtepunkt vun dee Virschlei vun der Frauenkommission hat Parlament eng Etude mache gelossen Impact Assessment, den och die Lächtvorlo diskutiert gouf. Die Etude betrifft leider nëmmen Singlänner Lützeburger Sorem net dabei. An sie so schlecht, dat se net seriös geholt ka ginn, dat techt, dass man nach immer net wëssen, wat wirklich d'Auswirkungen vun de Forderungen vun der Frauenkommission op die öffentlichen Finanzen oder op Betrieber, aber auch op d'Employabilität vun de Frauen, die nach Kammer kënne kreen oder wëlle kreen, wat déi kachten. Wahrscheinlich werden man et net fertig bringen, dëse Berichten oder dëse Nëmstände net zu diskutieren, mis den eigentlich op een soliden Impact Assessment werden. Menungen ginn iwregens och queech durch Fraktionen auserneen. An neiser Fraktion wëlle vun allem Portugiesen an Spanier fir déi iwwerdriwe Virschlei vun der Frauenkommission stimmen, mat denen iwregens och zu Lützeburg als Komitee du Travail Feminine da verstanden ass, den huet den ausgezeichneten an équilibrierten Aviegemer zu de Virschlei vun der Kommission eng Lin, de jech am Europäesche Parlament vertruden hun, doran héichte den Ranere man nech zitieren, le CTF craint fort qu'un congé de maternité plus long ne vienne renforcer les problèmes tant d'embauche que de promotion à des postes de responsabilité que rencontrent déjà maintenant les femmes en âge de procréer. Dat is tijdlich an Europa noch zu Lützeburg kommen natürlich zu wenig Kanner opwel. Besonders heich qualifiziert Frauen mat gute Plätzen sind immer Männer bereit, Kanner zu kreen. Dofir as e vernünftige Kongé de Maternité mat vollem Lohnausgleich neidig. Me muss geklärt gi wéi bezielt, dat soll de Staat sinn, wéi bei eis bis lo de Fall ass, mé och an hirem Spurprogramm wëlt anscheinend als Regierung des Lächten op Patron an Salarien am Kader vun de soziale Versicherungen schubsen. Ech sinn iwregens am Feiergrob zu Ehre kom, weil anscheinend een oder eng Deputéierten, déi hun enger Sitzung vun der CSV-Fraktion zu Schengendeel geloet, beim Feiergrob geklatscht huet, ech geef grundsätzlich keng Frauen erstellen, well déi am dauernd schwanger gingen ginn. Et stimmt,
dass sich am Moment 3 Männer an 2 Frauen beschäftigen. Ich habe doch schon eine Assistentin, die bei mir am Büro 2 Kinder gekriegt hat und noch am Congé de Maternité Teilzeit geschafft hat. Das ist alles gegangen. Ich habe aber auch da viel Verständnis durch meine Experienz für so Betriebe, so Kleinbetriebe wie mein Sekretariat, die natürlich nicht das Risiko wollen allgehen, dass all ihr Personal gleichzeitig schwanger wird, besonders wenn es sich um hochqualifiziert Personal handelt, was nicht so einfach zu ersetzen, als das gesagt. Trägt ich mich natürlich mit dem Gebiet, Herrgott schützt mich vor meine Parteifreunde, für meine Parteifeinden, da schütze ich mich selber. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis geschwind.